Charlie merkt, wie sie beim Wort «Schülerzeitung» wieder rot anläuft. Aber bei dem stimmt die Grösse nicht. Der hat 44. Wie auch immer, in der Pause bringt es die Untersuchung nicht. Am besten, wir stehen heute nachmittags zweite Hoch beim Veloständer oder am Hofausgang. Dann muss aber Elsa am Mittag allein aus der Klasse gehen. Das ist nicht so tragisch. Ich gehe einfach ein bisschen früher aus der Stunde. Ich habe sowieso beim Althaus. Ich sage, ich sei krank. Der glaubt mir sowieso alles. Also, abgemacht. Wollen wir doch schauen, ob wir die blöden Casalas nicht doch noch finden. Am Donnerstag hat die Stimmung bei der Familie Falder absolut Tiefpunkt erreicht. Die Suche nach den richtigen Schuhen war erfolglos und Elsa hat in ihrem Rucksack einen abgenagelten Hühnerknochen und einen neuen Drohbrief gefunden. Zu allem Elend ist noch dazu gekommen, dass Clara wieder probiert hat, etwas zu kochen. Gerade als sie an den Tisch sitzen, hat es an die Tür geläutet. Komm ich, Bert, es gibt gerade etwas zu essen. Kochst immer noch so gut wie früher. Haha, erzähl gescheiter, was es für Neuigkeiten gibt. Also, die Turnschuhe Casallas Freizeit-Spezial sind momentan richtig in und werden aber erst in 4 Läden hier in der Stadt verkauft. Da sind die Adressen. Mit ein bisschen Glück erinnern sich die Verkäuferinnen ja noch an ihre Kundschaft. Hast du jetzt etwa allen Schuhgeschäften von der Stadt angerufen? Nein. Ich habe bei der Firma Casallas angerufen und mit dem Polizeipräsidium ein bisschen Druck ausgeübt, weil sie zuerst keine Auskunft geben wollten. Aber das behalte ich lieber für dich, Charlie. Verstanden, Chef. Schaut, da habe ich einen Stadtplan. Und es ist vielleicht besser, wenn wir einen kleinen Abstecher zu der Nikos Pomfrit-Fabrik machen. Als Dessert gehen wir dafür die 4 Schuhgeschäfte besuchen. Mit diesem Vorschlag waren alle einverstanden. Also sind sie gerade mit dem Bert wieder aus dem Haus gegangen und mit dem gelben Kabinenroller Richtung Stadtzentrum tuckert. Mit gefüllten Bauch ist Johanna mit der Elsa in die Theaterprobe und die anderen Falls sind eine Stunde später ins 3. Schuhgeschäft hinein. Beim ersten haben sie noch keine Casallas verkauft und im zweiten haben sie zwar ein paar Schuhe verkauft, aber nie in der Grösse, die Falls gesucht haben. Sali miteinander. Kann ich euch behilflich sein? Guten Tag. Ja, wir brauchen eine Auskunft. Ihr verkauft doch Casallas Freizeitspezial, oder? Sicher doch. Für wer denn von euch? Und in welcher Farbe möchtet ihr sie gern? Aber bevor Clara etwas sagen konnte, hat die nette Verkäuferin Charlie gemustert und ist zum Casallas-Gestell gelaufen. Tante Clara schüttelt den Kopf.